Hallo zusammen, das ist Crown Cletus oder Chris. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich möchte euch hier ein kleines Review vom Razer Sabertooth zeigen. Das ist ein Xbox-Controller, der ursprünglich im April rauskommen und hat es jetzt letzte Woche zu mir heimgeschafft. Hat noch ein bisschen Verzögerungen gegeben vom Lieferant her, Razer. Aber ja, er ist endlich da. Und das hat mich äußerst interessiert, weil das Gerät hat ein kleines OLED-Display, wo man Profil durchschalten kann. Jetzt hat sich da gerade meine Aufbauten selbstständig gemacht. Und gleichzeitig eben auch noch zusätzliche Knöpfe, die ich euch jetzt gerne gerade zeigen werde. Und zwar müsst ihr euch das folgendermaßen vorstellen. Hier ist eigentlich nur das Kabel drin, weil wie jeder gute Controller, finde ich, kann man eben auch mit Kabel betreiben, das heisst das Batteriewechsel empfiehlt. Ich weiss, für gewisse ist es wichtig, dass er wireless ist, aber ich hocke so noch vor dem Bildschirm hier im Büro, das ist überhaupt kein Stress. Und darum lieber das als Batteriewechsel. Also jetzt müssen wir schnell schauen, ob wir doch etwas gesehen haben. Hier seht ihr noch von vorne, doch noch mit dem Razer-Zeichen haben. Es ist ein relativ normales Design. Auch die Knöpfe sind nicht wahnsinnig spektakulär, aber das passt auf jeden Fall. Was interessant ist, jetzt muss ich hier schnell neben durchlängen, ist, sie sind digital. Ich weiss nicht, ob das gehört klicken. Und nicht wie die vom normalen Xbox-Pad analog, also dort sind sie druckintensiv. Hier gibt es einfach ein Drücken oder nicht, das hilft eigentlich auch ein bisschen. Aber das ist insofern mir gleich. Da unten ist nicht das Display, das ich jetzt aus Mangel an Strom gar nicht zeigen kann. Aber es ist ein relativ schönes OLED-Display. Hier kann man die zwei abspeicherbaren Profile durchwählen. Und mit dem kann man dann sagen, man möchte jetzt eine neue Konfiguration setzen. Und wie funktioniert das dann genau? Es ist so, dass hier oben, ihr seht, haben wir noch zwei zusätzliche Tasten. Sorry, jetzt bin ich ein bisschen draussen gewesen. Die zwei. Und dann hier unten ist dann eigentlich der ganze Trick, dass sie dann die auch in zwei Richtungen jeweils bewegbar sind. Also eigentlich können wir hier 4 Tasten drauflegen. Somit hat man 6 Zusatzknöpfe, die man eigentlich brauchen kann, aber es sind nicht Zusatzknöpfe, weil man kann sie dann einfach mappen. Das heisst, was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, ist, hier hinten auf diesen Zusatzknopf habe ich Nachladen hier, hier habe ich Waffen wechseln und dann hier, weil es mir gegen oben nicht so gäbig geht, habe ich einfach gegen runter springen und hier drücken. Und das war dann relativ easy gewesen. Das heisst, ich habe eigentlich nie meinen Finger hier ab dem Stick müssen nehmen, um die Knöpfe hier zu bedienen. Ich habe das alles eigentlich mit der bekannten Position von der Hand können machen. Das ist in gewissen Situationen schon chillig, eben gerade so Jumpen, Dropshotter, das geht eigentlich viel easier jetzt für mich. Weil sonst müssen wir ja mit der Claw spielen und das ist ja hure schlecht für das Gamen, für die Finger. Darum sollte man das eigentlich eh gerade sein. Sonst ist es ganz in Ordnung, das Pad. Wenn man die hier hinten nicht möchte, kann man die abschrauben, was ich eigentlich auch eine gute Sache finde, und dann einfach abdecken und als normalen Controller brauchen. Jetzt, was eben noch ist, jetzt muss ich mich hier vor der Cam noch ein bisschen positionieren. Ja, wir sehen jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig gut. Das Problem, das ich hatte, ist, das Pad ist ganz leicht kleiner als ein Xbox 360 Controller. Und das bedeutet für mich, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich grosse Hände habe, aber sicher, mittel bis gross. Wow, okay, der Armdudler stößt schön auf hier von Österreich, aber ist ein gutes Geschäft. Also, eben, ja, mittel bis grosse Hänge und das ist der Controller für mich fast ein bisschen zu klein. In den ersten paar Tagen, die ich ihn gebraucht habe, haben mir dann auch die Finger fast ein bisschen weh gemacht, aber das liegt natürlich auch daran an der veränderten Position. Es funktioniert dann aber gut und von dem her würde ich sagen, ist es eine absolut lohnenswerte Investition. Mit 109 Franken bei World of Games habe ich den gekauft. Schlägt natürlich eher teuer das Buch, aber man hat auch etwas dafür, was jetzt die Langlebigkeit anbelangt, kann ich noch nichts dazu sagen. Ich werde sicher in Zukunft mit dem spielen. Hoffe auch, dass man ihn auch für die neue Xbox brauchen kann, aber alle nicht. Darum wird es vermutlich mein letzter Xbox 360 Controller gewesen sein, den ich mir jetzt zugelegt habe. Und mal schauen, fürs GTA oder so wird sich der vielleicht auch noch chillig können nutzen. Es wird sich zeigen. Wer Interesse oder noch Fragen hat, soll das bitte gerne kommentieren. Beantworte die natürlich so schnell wie möglich. Aber ja, zusammenfassend kann ich eine Empfehlung geben für das Teil. Razer Sabertooth, wie der von X-Men haben. Macht's gut, schönen Sonntag noch, schöne Woche, schönen Tag, was auch immer. Tschüss zusammen.